So, ich werde da richtig als dummer Vollidiot abgestempelt, ne? Aber ich würde von mir aus sagen, ich bin nicht dumm, aber ich habe absolut kein Schulwissen mäßig. Ich habe kein Schulwissen. Ich habe kein Schulwissen, ich habe kein Allgemeinwissen. Habe ich alles nicht. So, was das angeht, bin ich dumm. Ja, das stimmt. Aber jetzt so an sich dumm bin ich nicht. Dir fehlt einfach Wissen, aber logisch denken kannst du. Ja, manchmal. Ja, mein Boyfriend ist sauer, weil ich dir Subs gekauft habe. Zeig es deinem Boyfriend, indem du nochmal machst. Mach den Test hier dann einfach. Wie gut bin ich in der Schule für 5. bis 7. Klasse? Oder ihr denkt auch, ich bin irgendwie 10 Jahre alt. Okay, ich mach Chat aus. Welches Wort ist richtig geschrieben? Bruder, wen fragst du ja, Alter? Ich hab heute bei meinem Titel, bei Zweitkanal, habe ich hingeschrieben, Vorwarnung mit H. Deswegen hat er das hingeschrieben. Vorwarnung mit H schreiben ist wild. Bro, normalerweise würde man denken, ja okay, der will Kommentare baiten. Bro, ich hab's oh Gott einfach nicht gecheckt. Also ich wusste, das sieht irgendwie komisch aus, aber ich konnte nicht callen, was. Okay, weiter. Welches Wort ist geschrieben? Richtig geschrieben. Ja, Bruder, ich muss halt wissen, was es ist. Hyazintenrhythmus? Also entweder das oder das, weil da ist Rhythmus falsch geschrieben. Hyazin... Ich sag, das ist richtig. Was ergibt 19 mal 8? Bruder. Okay, pass auf. 10 mal 19 gleich 190. 19 plus 19 gleich 38. 190 minus 38 gleich... Okay, das macht irgendwie keinen Sinn. Ich denke mal das aber. The squirrel has no desire. Der Wiesel hat kein Gehirn. Eichhörnchen. Was ist die Hauptstadt von Spanien? Madrid. Von wann bis wann war das Mittelalter? Da fragst du mich Sachen. Aber ich glaube das hier. Also ich glaube Mittelalter ist gar nicht so lange her. Was sind Amphibien? Afrikanische Mufftiers, die nicht trinken müssen, um zu überleben. Vögel, die nicht fliegen können. Landwirbeltiere, die sich nur in Gewässern fortpflanzen können. Wassertiere, die keine Flossen haben. Amphibien, Digga. Amphibien habe ich schon öfter gehört. Also afrikanische Huftiere nicht. Landwirbeltiere. Was besteht Wasser? Aus Wasser. Dann Spaß. Aus einem Wasserstoffatom und 2 Sauerstoff und 2 halt dein Maul. Aus Wasserstoff. Ich weiß es. H2O und H2O und Kohlenstoffdioxid. Ich habe keine Ahnung, Bruder. Aus einem Wasserstoffatom und einem Sauerstoffatom. Aus 2 Wasserstoffatomen. Okay, ich glaube das hier, weil das macht keinen Sinn, sonst könnte man unter Wasser atmen. Top 5 dümmste Sachen, die ich gesagt habe wahrscheinlich. Wie sieht die halbe Pause aus? Wie die halbe Note? Wie ein Rechteck, wie ein Punkt, wie ein Blitz. Wie sieht die halbe Pause aus? Was ist das? Ach, Digga, das sind... Bro, das sind ja Fächer. Ja, weiß ich nicht, Digga. Retalk-Musik braucht keinen Schwanz. Ich sag Rechteck. Welche Künstler gibt es nicht? Fabio Picasso, Pascal Manil, Claude Monet, Vincent van Gogh, Pascal. Was ist das Sportgerät Pferd? Ein langer Bock. 4 Ringe in einer Reihe. Ein Holzpferd. Ein runder Kasten wie ein Pferderücken. Ja, dieses Teil halt, was so 4 Beine hat und... Denk mal, das hier. 8 von 10 Aufgaben richtig. Wo sind die Hater, Digga? Wo sind sie? Weg! Hier, Bro, 8 von 10. Hätte ich jetzt eine Klassenarbeit geschrieben, hätte ich eine 2 plus. Du hast 400 nach Christus. Nach Christus? Er ist ja nach Christus. Ist doch richtig, oder? Man sagt so immer vor Christus, aber ich check grad nicht. 500 nach? Ja, guck mal, das war doch richtig, Digga. Das war doch close. Bro, als ob Mittelalter vor Christus da war. Seid ihr dumm? Bro, wir sind in 2025. 4000 ist die... Hä, was habe ich denn ausgewählt? Ich habe das ausgewählt. Hä, hab ich nicht. Ich habe das ausgewählt. Oder nicht? Nein? Ja, dann warte mal. Bro, dann ist das gar nicht. Wir haben 2025. Vor 500 Jahren gab es Ritter, Prinzessin, alles. Das ist crazy eigentlich, ne? Das ist gar nicht so viel. Meinte ich sogar auch, dass es nicht so lange her ist. Wie, die hatten noch kein TikTok? Halt die Fresse. Gibt heute noch Ritter? Mal. Heutige Ritter. Mythos Ritter und ihre blutiger Untergang. Mann, Bruder, warum ist hier die ganze Familie Ritter? Der Grundschul... Ach, Digga. Bruder, wissenswert auch... Tougher Kanal. Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissen. Ihr nämlich überprüfen, wie viel ihr noch aus euren ersten Unterrichtsstunden behalten habt.
Ebenfalls sagen wir Oder euch, ist heute wieder Tag des Schande-Machens über mich, weil ich nicht in der Schule war? welche Schulempfehlung ihr jetzt, so ganz ohne Vorbereitung, bekommen würdet. Und ja, wir wissen, was jetzt einige von euch denken werden. Die Grundschulaufgaben in der gibt einen Punkt. Und wir sagen euch, welche Schulempfehlung. Bestimme in dem folgenden Satz jeweils das Subjekt, das Verb und das Easy, Objekt. easy, Der Satz easy. lautet: Susi liest einen spannenden Roman. Verb, liest, Objekt, Susi, Nein, Spaß. Objekt, Roman und Subjekt, Susi. Schwer, oder? Susi ist in diesem Satz das Subjekt. Liest, also lesen, das war richtig. ist ein Oh mein Gott. Verb. War richtig. Der Roman Bro, ist in meinem Kopf war Susi Objekt. diesem Fall das Objekt. Nur wenn du alle drei Dinge richtig benennen konntest, erhält das Wort Zimmerdecke. Und wie werden sie getrennt? Zimmerdecke. Zimmerdecke. 4. Silben. Easy. Zimmerdecke. Gib dir also einen Punkt, wenn du die einzelnen Silben Easy. richtig trennen konntest. Und als Rechtschreibung geachtet, sondern auch auf eine schöne Schrift. Welches dieser drei Hs ist das Schreibschrift-H? Deine Fresse, Digga. Links. Es ist das H auf der rechten Seite. Und das war's auch schon mit Deutsch. Merk dir jetzt einfach deinen Gesamtpunktestand. Aufgabe ist folgende. Wie viel Kilogramm sind 4500 Tonnen? 45.000. Lösen wir auf. Es sind genau 4.500.000 Kilogramm. Wenn du genau diese Zahl hattest, Wutköder, erhältst du Leute. jetzt einen Punkt. War Wutköder. Aufgabe Nummer 2. Es geht um Spiegelachsen. Also eine Achse oder Linie, Da war die ich die krass. geometrische Da Figur war ich wie so ein krass, Spiegel Digga. trennt, sodass sowohl die linke und die Real Talk. rechte Seite gespiegelt sind. Welche Das ist dieser so- drei Linien ist hier die Deine Spiegelachse? Fresse, Digga. Ja, natürlich die rote, Bruder. Wenn du das wusstest, dann gib dir jetzt einen Punkt. Kommt diese Punkt. Was ist 685 plus 264 plus 27? 7, 8. 840. 849. 800. 869. 800. 800. 869. 800. 869. 800. 869. 800. 876. Bruder, ich war so lange stuck gerade bei einer Sache. Lösen wir auf. Die richtige Antwort ist 976. Konntest du es Habe ich das gesagt? Ja, ne? ohne Tasche? Hast du jetzt? Merk dir deine Punktzahl für die Auflösung am Ende. Nein? Wie nein? Habe ich das nicht gesagt? Ja, warte mal. Ja, kein Bock mehr. Ich kann das nicht nochmal rechnen, es geht nicht. Konntest du wie viel Punkt 3 Fragen aus dem Fach Sachkunde. Beginnen wir mit der ersten Aufgabe. Wie heißt dieses Bundesland? Baden-Württemberg! Habe ich durch Was TikTok ist die gelernt. Hauptstadt des gesuchten Nein, Mecklenburg-Vorpommern. Das war nicht, sorry. Bundeslandes? Sorry. Mecklenburg-Vorpommern. Durch TikTok gelernt. Weil das gibt's gar nicht. Lösen wir mal auf. Das Bundesland ist Mecklenburg-Vorpommern. Easy. Kommen wir jetzt nach Norden. Warum zeigt ein Kompass nach Norden? Weil ein Kompass dazu da ist. Dass er nach Norden zeigt. Was soll ich denn da sagen? Kommen wir- Magnetische Strahlung. Zur Auflösung. Der Nordpol ist magnetisch und zieht somit die Kompassnadel an, die daher immer nach Norden zeigt. Und die letzte Frage. Wer war der erste Mensch auf dem Mond? Neil Armstrong. Aber er war halt der Erste auf dem Set. Vom Mond. Auf dem Filmset. Es war Neil Armstrong. Punkt für dich, falls du es wusstest. Und das war's auch schon mit Sachen. Wir kommen auch schon zum letzten Fach. Und zwar Englisch. Wie heißt dieses Obst auf Englisch? Peach. Nein. Pineapple. Nein. Pear. Diese Aufgabe. Der englische Begriff für eine Birne ist Pear. Weiter geht's mit dieser Aufgabe. Gib auf Englisch die Zeit an, die auf dieser Uhr fuck, angezeigt man. wird. Beachte Oh, aber, hell dass du die nah. Zeit als Halb oder Viertel angeben sollst und nicht einfach nur die Zahlen übersetzt. It's half 4 o'clock. Half 4.
Die hier gezeigte Uhrzeit ist 3:30. Auf Englisch sagt man It's 3:30. Und die letzte Aufgabe, vervollständige diesen Satz. My mother's sister is my... Girlfriend? Leute? Also bei mir ist es Girlfriend. Die richtige Antwort ist Aunt, also die Tante. Wenn du das wusstest, dann kannst du dir nun deinen letzten Punkt geben. Das war's auch schon mit unserem Test. Und wir kommen hast, würdest du eine Realschulempfehlung... Ja, ich bin mindestens 5, ich hab nicht 5, ich hab. Wenn du es geschafft haben solltest, 9 Punkte oder sogar noch mehr zu bekommen, würdest du höchstwahrscheinlich die Empfehlung fürs Gymnasium erhalten. Doch nimm diese Empfehlung bitte nicht zu ernst. Easy. 4, ich hab nicht 4, Jungs. Digga, 4 hab ich Real Talk nicht, Digga. 4 habt ihr gerade gewürfelt, oh Gott. Du bist nicht er. 50 Milliarden, 406 Billionen, 402 Milliarden, 587 Millionen, 890.605. Bro, was geht da vor sich im Kopf? Bro, was macht der? Sieht da irgendwelche Zahlen da, oder? Der macht noch TikToks. Was heißt hier noch?